Heute ist ein spannender Tag. In ein paar Stunden geht die diesjährige Wirtshaustour von der Kapelle so und so los. Jetzt bin ich da. Grüß dich. Ist gut? Ja. Reinspaziert. Und wie geht's? Ja, gut. Euch? Der für rein. Ja, bitte. Magst du Kaffee? Der Tubist Stefan Huber spielt sonst bei der Kultband Labras Banda. Er wohnt hier zusammen mit dem ausgezeichneten Zirchspieler Hansi Auer. Grüß dich. Und? Morgen. Ich freue mich schon auf euch. Ja, wir uns auch auf die. Ausgeschlafen? Ja, wird schon. Je länger der schon. Tag, desto besser wird's. Gut. Wie schauen es aus, eigentlich, die Vorbereitungen? Bis jetzt schaut es so aus, als dass alles Sie haben. Der Mani hat einen neuen Bus, der kommt jetzt gerade mit unserem neuen Auto und haben heute schon einen Marder schon gehabt. Der hat schon Kaffee gepflegt. Der hat schon reparieren müssen. Nein, auf. Ja, ist gleich mal nicht angesprungen. Oh Gott. Schauen wir mal. Aber jetzt fahrt er wieder. Aha. Schon mal ein gutes Zeichen. Und ihr wohnt da jetzt in der WG? Genau, zu viert. Und zwar mit ihren 2 Freundinnen. Ah, da kommt schon der Manu Heitzmann, der Basstrompeter. Ja, schon ein bisschen Mechaniker gespielt. Ja, wieder sehr gescheit, aber geht schon. Servus, grüß dich. grüß dich. Servus. Hi. Und hat's geklappt jetzt mit dem Bus? Ja, ein bisschen Startschwierigkeiten, aber geht schon. Nicht nur um den Bus kümmert sich der Manu. Schön gemütlich. Super. Ja, Wahnsinn, super. Backdrop nennt man sowas auf Neudeutsch. Und bis zum Auftritt heute auf die Nacht muss fertig sein. Ein bisschen auf den letzten Drücker. Sind das jetzt die letzten Vorbereitungen noch? Genau, ja. Da haben wir jetzt doch freie Zeit ohne gewirkt an das drum. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir es, wenn wir das mordsunhandlich machen, dann nehmen wir es einmal vielleicht mit und dann halt nie mehr wieder. Und deswegen haben wir geschaut, dass wir es irgendwie so leicht hinbringen wie möglich und also handlich. Also, dass wir die ganzen Becher, was da umstehen, dass wir die da wieder runternehmen können. Die Instrumente? Genau. Also, die haben alle einfach nur gestickt. Sag mal her. Dass man es nur so aufgesteckt. Oder eingefallen, ganz Genau. austiftelt. Und schon schneit der nächste Reihe, der Höglauer Wasti. Wie geht's dir denn? Gut soweit. Gut. Gespannt. Spannend, oder? Der Wasti spielt sonst bei den bekannten Egerländer Musikanten Flügelhorn. Überhaupt sind die meisten Bandmitglieder das Jahr über mit erfolgreichen Gruppen europaweit unterwegs. Die Kapelle So und So ist für sie eine Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln. Und dafür organisieren sie alles selber. Ohne Agentur und Bookingbüro. Manchmal ruft die wer an oder schreibt die an, hey, habt ihr mal Lust bei uns was zu machen? Wir haben ein super Wirtshaus, der hat da perfekt reinpassen, wie es jetzt auch bei der Tour der Fall war. Andere Sachen haben wir halt kontaktiert, Wirtshäusl einfach mit denen ausgemacht. Und den ganzen Kartenvorverkauf, das haben wir diesmal auch gemacht. Und da merkst du dann schon halt nach kurzer Zeit, so, wenn du das erste Mal machst, du machst brutal viele Fehler, die extrem zeitintensiv sind, wo man sich wirklich, wenn man es das nächste Mal macht, anders machen muss, wenn man huckt. So viel Zeit da mit Karten bekleben und Adressen auf Umschläge schreiben, das unfassbar ist. Also das ist, vergehen die Tage schon. Ja, und dann, dass sowas auf die Bühne kommen kann, haben wir dann quasi für uns selber Probeaufnahmen gemacht, dass wir es halt auswendig lernen können. Früher haben wir mit Noten gespielt. Es hilft dir die ganze Auftrittsmöglichkeit nichts, wenn du dann nichts spielen kannst. Genau, ja, das kostet halt alles Zeit. Jetzt können wir es eigentlich probieren, oder? Ja, man. Jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Licht an beim selbstgebauten Bühnenbild. Ja, ja. Reicht ja schon mal. Und kein Kurzschluss. Jetzt schauen wir mal, ob wir da rumstehen. Die Buchstaben auch, gell? Schau. Ja, doch, wir testen alles, meine ich. Ja. Wow. Macht das auf der Bühne dann auch so, dass das nacheinander kommt? Das haben wir am Chor wieder Also aufgebracht. sogar so eine Choreografie gibt. Ja, genau. Oh ja, aber das ist schon sehr gut. das muss man sagen. Und der Wiener auch schon, was nicht herschaust. Wiener hast. Ja. Seid ihr eigentlich nervös jetzt vor der Tour? Ja, ein bisschen ein Lampenfieber hat man immer ein bisschen, aber das gehört ja dazu. Das brauchst du ja. Das macht es ja besser. Jetzt trauen wir es im Molten einfach. Ich merke aber schon, dass ich ein bisschen unruhig bin, bevor es losgeht, die letzten Tage. So ein bisschen auftrat. Das merkt man mir auch. Wahnsinn, hey, ihr seid Profis. Seid schon klar, dass ihr das jetzt 3 Wochen lang machen dürft. Eigentlich hat die Kapelle ja 6 Mitglieder, aber trotzdem muss jetzt nur ein Stickel ausprobiert werden. Es ist nicht einfach, Musikanten, die das Jahr über bei unterschiedlichen Gruppen spielen, für die Wirtshaustour unter einen Hut zu kriegen.
Die Kapelle So und So ist für die erfolgsverwöhnten Musikanten ein musikalisches Ausprobieren, ein Experimentallabor für neue Stickel. Das ist eigentlich das Erste, was man lernt im Musikunterricht. Oder? Ja, da war ich nicht da. Kapelle So und So ist ja was anderes, wie wenn man jetzt mit La Brassbanda auftritt, oder? Ist komplett was anderes, ja. Ganz eine andere Art von Musik, aber auch irgendwie wieder nicht. Also energetisch ändert sich schon. Es ist bei La Brassbanda ja so, dass wirklich ein hoher Energieaufwand ist, der dann zu den Leuten transportiert wird. Aber das ist schon ziemlich ähnlich mit der Tanzelmusik auch. Also das ist nicht wesentlich unanstrengender, muss ich sagen. Also, wir haben kein Schlagzeug, das heißt, wir müssen extrem viel Rhythmus selbst machen. Man muss schon ein bisschen, sage ich mal, perkussiver spielen, eigentlich wie sonst. Mir macht das feine Spulen auf so staderne Ziehen eigentlich auch wahnsinnig Spaß. Aber als Gegensatz dazu gibt es jetzt für mich die Kapelle So und So, wo das schon ein bisschen eine andere Art von Zielspulen dann auch nochmal ist, muss ich sagen. Ja. Dann machen wir ein Pudel miteinander. So, und jetzt sind alle vollzählig. Das ist ein Gruppenfoto wert. Obi? Noch ein bisschen enger zusammen. Bewegung. Gut. Wunderbar. Lustige Truppe. 6 Musikanten und 3 Begleiter, alle in einem Bus. Auf geht's in die Oberpfalz. Und auf der Fahrt wird nur ein neues Liedl geübt. Ich bin ein Pfarrersbub, mein Vater ist ein Pfarrer und ich bin halt mal sein Bub. Jetzt rat mal, was ich so tue. Am Sonntag in der Früh geht's auf in die Kirchen um mich und ich hole eine neue Fuhr und pass die Spende an. Nochmal. Ein Neiche heißt jetzt, oder? Ein Neiche. An was liegt's denn? Was habt's denn? Ja, einfach blöd halt. Manche von ihnen haben schon in der Olympiahalle gespielt. Heute auf die Nacht spielen sie in der Wallbar in Pentling bei Regensburg. Die Traditionswirtschaft hat seit neuestem einen wunderschönen Stadel, der schon 200 Jahre alt und hier neu aufgebaut worden ist. Basti, was für Wirtshäuser sucht ihr euch eigentlich aus? Grundsätzlich alle, was für Musikanten angenehm ist. Und was für Kriterien muss das Wirtshaus haben? Wichtig ist, dass es einen Saal hat. Mehr braucht es eigentlich nicht, muss ich sagen. Und gemütlich muss es sein. Und das ist da herin einmal definitiv der Fall. Das macht eigentlich so gesehen keinen Unterschied, ob es jetzt vor 100 oder vor 400 ist. Gescheit spielen muss so und so. Das ist ganz egal. Und wichtig ist, dass man Leute hat, die gut zuhören und einfach auch mit Freude dabei sind. Weil wegen dem machen sie mir ja. Ein schönes Platzal für den neuen Backdrop. Mit viel Liebe zum Detail hat die Gruppe sich um alles rund um die Wirtshaustour gekümmert. Ob Bühnenbild, Aufkleber, CDs, Schallplatten, Noten oder T-Shirts. Sie entwerfen und vertreiben alles in Eigenregie. Mit einer Agentur wird es leichter gehen. Haben wir auch festgestellt, dass es wahrscheinlich so war. Aber es ist ganz interessant, das einfach zu sehen, wie das mal funktioniert und das alles zu machen. Und wir schauen, dass wir es uns ganz gut aufteilen. Jeder hat so seine Sachen, die bitte besser kann und weniger gut. Und genauso ist es jetzt auch. Also Basti, Hansi und so sind sehr technisch versiert. Die bauen natürlich die Anlage auf. Und ich gucke mit dem Laptop da, Corby macht den Merch und so schauen wir, dass halt jeder was tut quasi. Genau wie der Stefan Huber spielt auch der Weber Corby bei La Brassbanda. Und zwar ausgezeichnet Flügelhorn. Jetzt fehlt nur noch der Graf Mike. Mike, wie ist das für dich? Du bist ja Laie, wenn du mit den anderen jetzt zusammenspielst. Ich weiß nicht, wie viel die anderen üben, aber ich muss brutal viel üben. Sonst kommst du fast nicht mit. Das ist wirklich also schon anspruchsvoll. Der Wirt, der Josef Menzel, steht hinter der Bar. Er ist selber Musikant und freut sich, weil der Saal seit langem ausverkauft ist und das Konzert gleich losgeht. Nur ein letzter Blick ins Backstage. Und wie geht's euch? Wie geht's dir, Mike? Tipptopp. Das ist ein Ritual bei der Kapelle So und So. Direkt vor dem Auftritt wird diese wunderschöne Weis noch gespielt.
Das kann nur gut werden. Und hinaus geht's. Der Saal ist voll. Das Publikum gespannt. Was wird sie bringen, die Kapelle so und so? Noch ist sie ein Geheimtipp mit ihrer ganz eigenen Tanzelmusik. Sensationell, sensationell. Was gefällt dir an der Kapelle? Diese Mischung aus diesen verschiedenen Richtungen, die sind da treffend und eine wunderbare Musik machen. Denk vom Hudeln, jemand schier, Kinder, hätt's mir doch noch früher das vom Hudeln zwar viel fertig, doch nicht schneller fertig bist. Denk vom Hudeln, jemand schier, Kinder, hätt's mir doch noch früher das vom Hudeln zwar viel fertig, doch nicht schneller fertig bist. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Blasmusik, aber genau sowas, wenn es richtig, richtig gut ist. Und wenn es ein bisschen blöd ist, aber trotzdem mit Humor, dann passt es. Nicht vorhersehbar, was sie spielen. Da kommt auf einmal alles Mögliche daher. Das ist nicht so, dass ich sage, du kenne ein Stückchen, da weiß ich, wie das nächste tut, sondern das ist eine unberechenbare Kapelle. Und das ist gut so. Ich bin ein Pfarrersbub, mein Vater ist ein Pfarrer und ich bin halt mal sein Bub. Jetzt rat mal, was ich so tue. Am Sonntag in der Früh geht's auf in die Kirche um mich und ich hol eine neue Fuhr. Batzen spenden ja grad nur. Richtig viel Truhe ist das Pfarrerstraum und bringt mich bis noch lang nicht aus der Spur. Ich weiß genau, was ich da tue. Ich schau dir mal so durch, wenn's ums Geld ist, sag ich, krieg ich dir alles nur. Und ich mag, was ich tue, und ich tue, was ich mag, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Und ich mag, was ich tue, und ich tue, was ich mag, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Schade, dass die Kapelle so und so nur für wenige Konzerte im Jahr gibt. Das Publikum ist begeistert und ich auch.